Hallo, Einsteigervideo Nummer 3 zu Procreate und Nomad Sculpt. Okay, starten wir gleich durch. Und zwar, gut, hier ein Beispiel, man kann 2D-Bilder einfach in eine 3D-Blume oder sowas hier umwandeln. Okay, und das geht auch wieder mit diesen Alpha-Bildern. Also deswegen gibt es das dritte, das Video 3, jetzt auch nochmal über diese Alphas. Ich erstelle hier mal eine neue Leinwand. Quadrat wieder. Und am besten ist es eigentlich, wenn man diese Hintergrundfarbe auf schwarz ändert und mit weiß malt. Alles, was weiß wird, wird eine Erhebung. Und ja, und alles, was in die Grautöne rübergeht, wird eine Abflachung. Man sieht es jetzt dann in Nomad Sculpt, wie das ausschaut. Okay. Ich nehme jetzt hier einfach mal einen Monoline-Pinsel und eventuell eine schöne Übung ist, eventuell so, malt mal halt einfach mal ein Herz. Und dieses Herz kann ich jetzt füllen. Und jetzt ist es so, das wird jetzt ein scharfkantiges Herz. Jetzt, wenn man das, ich sag mal, rundlicher gestalten will, dann nimmt man hier diese Gaußsche Unschärfe und kann diesen Übergang hier von diesem Herz weicher gestalten. Gut, das kann man hier natürlich ein wenig einregeln und lasst es einfach mal testen und dann, was kann man noch machen? Ich würde mal sagen, ich mache jetzt einfach mal hier einen schwarzen Punkt mit rein, damit man sieht, was passiert. Und das speichern wir jetzt als JPEG-Bild und öffnen Nomad Sculpt. Also das ist hier diese Blume. Die brauche ich nicht mehr, die kann ich löschen. Man nimmt wieder so eine Plane, rotiert die Ansicht wieder in die Frontansicht und erhöht wieder diese Polygonanzahl und kann das validieren. Jetzt kann man wieder diese Maske nehmen. Blume, die lösche ich gleich wieder. Und wählt dieses neue Foto mit diesen Herzchen aus. Die Pinseleinstellungen wieder wie gehabt, flach, Grab Dynamic Radius, wie in den Vorgängervideos. Auf der linken Seite kann man diese Symmetrie wieder ausstellen und jetzt pinselt man hier dieses, ich schaue, dass ich es mehr in die Mitte kriege, dieses Herzchen hier. Und man sieht, es ist relativ schattig hier. Und wenn ich jetzt diesen Gizmo verwende, ich drehe das mal so in die Seitenansicht, dann kann man mit diesem Gizmo an diesen Pfeilen das Ganze hier rausziehen. Und man kann jetzt hier, ich halte mal den Masken-Button gedrückt und wische nach oben, damit diese Maske weg ist. Jetzt sieht man hier genau, was da passiert. Diese mit der Gaußschen Unschärfe, diese Ränder, die werden ganz weich rausgezogen und die schwarze Fläche, hier man sieht es, also die Ränder hier und hier der schwarze Punkt, wird ganz scharf rausgezogen. Okay.
So, um dieses Herzchen, das ist jetzt hier unten hohl. Man sieht es jetzt das so. Das ist die Rückseite. Und jetzt kann man das Herz ausschneiden. Dazu gibt es diese Trim-Funktion. Nicht vor dem Weißen jetzt da täuschen lassen, das ist irgendwie ein kleiner Fehler. In dieser Trim-Funktion ist ein wichtiger Punkt dieses Fill Holes, also dieser oberste Haken. Den kann man aus- und anschalten, je nachdem wie man es braucht. Im Moment brauchen wir die Fill Hole. Okay. Und jetzt nimmt man dieses an der Seite, auf der linken Seite sind so die Funktionen, was man nehmen kann, dieses Rechteck, und kann hier unten diesen Rand abschneiden. Da habe ich ein Stück vergessen. Und dann wird diese Fläche hier unten gefüllt. Ich gehe mal nochmal ein Stück zurück in diese Ansicht und schalte diesen Fill Hole einmal aus und schneide es unten ab. Danach schaut das Ganze so aus, wie eine Schale. Das kann man natürlich auch verwenden. Je nachdem, wie man weitermachen will. Wenn man jetzt hier in die linke Ansicht geht, kann man hier diese Symmetrie einblenden. Also das ist dieses Dreieck hier. Und in diesem Gizmo-Menü, muss man auch noch wissen, kann man hier, ein wichtiger Punkt ist immer dieses Move Origin. Das bedeutet, das Objekt springt in den Mittelpunkt der Szene. Okay, und wenn man jetzt diese Symmetrie anschaut, kann man jetzt hier diese Symmetrieflächen ändern. Man kann die ständig einblenden. Plane, Show Plane ist da unten. Und wenn ich jetzt das so rotiere, dann sieht man hier diese Symmetriefläche, diese blaue. Und wenn ich jetzt mein Herzchen hier verschiebe, dass diese Symmetrie so knapp am Rand da ist, kann ich mit dieser Symmetrie spiegeln. Left to right und right to left. Das steht in der Mitte hier. Wenn ich drauf drücke, spiegelt mir das die Seite vom Herz rüber an dieser blauen Fläche. Und man kann jetzt hier diese Symmetrie natürlich auch noch so verwenden, dass man hier an der roten Fläche spiegelt und wieder von links nach rechts. Dann hat man hier zwei Löcher drin. Also ein paar kleine Spielereien am Rande. Das Objekt, man sieht es wieder hier in der Mitte, hier sind keine Pixel. Und zwar brauchen wir wieder diesen Voxel Remesher. Und hier kann man diese Einstellungen wieder machen, wie viel Pixel das man haben möchte. Und kann jetzt hier auf Remesh drücken und dann sieht man jetzt, hat man in diesen Löchern auch die nötigen Pixel erhalten. Ich nutze jetzt mal hier nochmal, ich runde jetzt mal diese Flächen etwas ab, damit man das schön flauschig hat. Und mit dem Smooth Brush kann man hier die Kanten, diese scharfen Kanten glätten. Nun ja, man kann jetzt hier ein wenig damit rumspielen. So, dann hat man sein Herzchen. Jetzt muss man wieder diese Pixelanzahl reduzieren. Da kann man wieder in dieses Dezimieren
Werkzeug reingehen, drückt ein paar Mal drauf, bis man die Anzahl relativ niedrig hat und kann jetzt hier wieder mit diesem UV Auto Unwrap draufdrücken und kriegt wieder diese UV-Maske und kann jetzt übers Dateimenü exportieren, Procreate, und in der Galerie sollte wieder dieses Objekt gelandet sein. Auf dem man jetzt natürlich wieder rummalen kann. So. Und wenn dann diese Ansicht da jetzt gefällt, vom Herz, kann man wieder über den Schraubenschlüssel, über das 3D, Belichtung und Umgebung, die Umgebung ausschalten. Und sein Herz in Position bringen. Na, bleibst du jetzt da? Und über die Teilen-Funktion als PNG kann man es sichern oder kopieren. Wenn ich wisch mit 3 Fingern, kann ich es wieder einfügen und habe hier auf meiner Leinwand mein Herz. Ja, das soll es mal wieder gewesen sein für dieses Video. Alles klar, viel Spaß, ciao.